Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 4. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe des VfB Stuttgart. Aber ihr seht direkt, wir stehen hier am Hauptbahnhof in Köln. Und das hat natürlich den Grund, dass alle Welt und auch wir nur an die Auswärtsfahrt nach Fehervar denken. Und trotzdem müssen wir die PK hier ja für Stuttgart drehen. Und da werden wir in den nächsten Tagen kaum Zeit für haben. Deswegen haben wir den ersten Teil uns vorgenommen, jetzt hier heute schon in den Kasten zu kriegen. Ja, wir nehmen uns ein bisschen Zeit für Stuttgart, obwohl wir überhaupt keinen Bock drauf haben. Und obwohl uns auch ehrlicherweise nicht viel zu denen einfällt. Nee. Also da ist zum einen diese beschissene Niederlage am Ende der letzten Saison, über die wir uns wahnsinnig geärgert haben. Die hat uns aber 2 Millionen Euro in die Kassen gespült, weil Stuttgart und Hertha BSC die Plätze in der TV-Tabelle getauscht haben dadurch und wir nach oben gerutscht sind. Völlig verrückt. Ne? So. Ansonsten haben die 2 Punkte aus 3 Spielen bislang. Ja. Ja, ich meine, sie haben zwar gegen relativ starke Gegner gespielt bisher. Selbst gegen Freiburg wirklich nur eine sehr knappe Niederlage. Ja. Aber trotzdem, es ist ein Fast-Absteiger aus dem letzten Jahr. Und deswegen muss unser Anspruch natürlich sein, diese Truppe zu schlagen und damit den fast perfekten Saisonstart, den wir jetzt schon gemacht haben, endgültig klar zu machen. Und dazu gehörte ja auch das Unentschieden in Frankfurt. Definitiv. Du warst da. Ne? Stimmung gut? Super Stimmung im Block, 5000 Kölner, also gefühlt auf jeden Fall. Und die Mannschaft ist wieder zurückgekommen. Das ist das Bemerkenswerte für mich, wieder nach einem Rückstand. Und klar war ein bisschen Glück auch nachher dabei, aber für mich ein verdientes Unentschieden. Und das Thema VAR, über das jetzt alle sprechen, da habe ich im Stadion gar nicht viel von mitgekriegt. Da hast du am Fernseher viel mehr erlebt. Ja, ja, die haben hin und zurück gespult und es war irgendwie relativ deutlich klar, dass das zurückgenommen wird. Also hätte ich alles drauf gewettet. So. Ja. Da ist es nicht passiert, na Gott, ja. Es gab schon so viele Entscheidungen. Andreasen, Hand auf der, wir sind gegen Schalke damals abgestiegen. Horst Held. Ja, wegen Horst Held auf der Hand gemacht. Der andere Held. Ja, ja, nicht Horst Held. Oliver Held, ja. Also, ärgerlich für Frankfurt, für uns jetzt Glück. Muss man. Also Horst Held ist ja viel schuld, ne? Aber davon müssen wir ihn wirklich freisprechen. Da konnte er damals natürlich nichts dafür. So, also Frankfurt ist abgehakt, ist Vergangenheit. Ja. Und jetzt müssen wir über die Zukunft reden, ne? Ja, oder eben, für euch ist es dann Vergangenheit. Also die Zukunft beginnt für uns morgen da, wenn wir nach Ungarn fahren. Ja. Wenn ihr das hier seht, ist es allerdings schon gegessen und ihr wisst, ob wir gewonnen oder verloren haben. Insofern haben wir ein bisschen Schwierigkeit mit unserem Gesichtsausdruck jetzt. Ne? Nicht so feixen und ihr sagt dann, die Arschgeigen da, wir sind da ausgeschieden. Ja. Auf der anderen Seite, ja. Wir wollen das aber nachher wieder aufholen und wollen euch nachsteigen in die Zukunft. Deswegen, ich habe eben schon gesagt, das ist hier der erste Teil der PK. Ja. Und wir werden weiterdrehen, sowohl in Ungarn als auch, wenn wir dann am Samstag hier wieder ankommen, werden wir unseren letzten Take drehen und dann auch noch mal ein letztes Wörtchen vielleicht selbst auch zu Stuttgart verlieren. Absolut. Aber bis dahin schwelgen wir noch in der Vergangenheit und wir hoffen auf die Zukunft. Wenn ihr das seht, haben wir offenbar eine großartige Zukunft hinter uns. Und bis dahin würde ich sagen, machen wir es wie immer. Ja. Ne? 2 Kölsch. Auf 3 Punkte und natürlich auch auf das Weiterkommen in Ungarn. Richtig. Klassische Leute. Und dann wird euch was auffallen. So. Die Aufmerksamen haben natürlich jetzt gemerkt, wo ist denn das Motto? Das könnt ihr immer erst nach dem Motto. Aber wir machen das Motto nie vor dem nächsten Spieltag. Richtig, also, ganz genau. Eine Zukunft und Vergangenheit. Das wird dann nachgereicht, logischerweise. Wir können euch aber eine Sache zeigen und verraten, denn wir haben ein Europamotto. Ja, genau. So. Wir sind ja auch ein paar Tage vor Ort und deshalb kann das nur lauten: Kölner Riffer, eine Woche Sandstrand. Wir hatten noch überlegt, ob wir Handstand draufschreiben, aber es ist ja Sandstrand natürlich. Handstand können die wenigsten von euch. Ne? Ja. So, und jetzt? Leute, jetzt geht es ab zurück in die Zukunft. Man ist ja fickerig und sehr gespannt und hoffen wir, dass es wirklich eine legendäre Woche für den FC wird. Weiterhin, denn Frankfurt war ja ein guter Anfang. Absolut. Also Leute, bis später.
da sind wir wieder. Und was gestern noch absolut Zukunftsmusik war, ist jetzt schon Vergangenheit. Und zwar eine großartige Vergangenheit, möchte ich sagen. Die eigentlich gar kein Ende finden will. Denn natürlich sind die Erlebnisse von gestern noch völlig präsent bei uns. Und also man kriegt es einfach nicht abgeschüttelt. Und man kriegt das Lächeln mal wieder nicht aus dem Gesicht, was wir da gestern bei diesem Spiel erlebt haben. Also einfach nur großartig. Was war dein größtes Highlight gestern? Ja, natürlich war es die Mannschaft, aber man muss auch sagen, es ist dieser Fanmarsch gewesen. Ne? Also durch diese Stadt zu laufen, die Leute standen an den Balkonen, haben gewunken, es war friedlich, es war eine grandiose Stimmung. Man trifft Gott und die Welt. Wunderbar, da singend durch diese Stadt zu ziehen, toll, muss ich sagen. Wirklich. Im Übrigen ja auch wirklich sehr friedlich das Ganze. Also wir haben nichts erlebt, was jetzt irgendwie in die negative Richtung man beurteilen könnte. Ganz im Gegenteil. Und trotzdem, das, was alles überstrahlt, das war natürlich die Stimmung in der Kurve. Also so ein sensationeller Auswärtsmob, Auswärtssupport, den unsere Jungs, und wir waren ja mittendrin, da gestern abgeliefert haben. Das konnte gar nicht anders als auch auf die Mannschaft übergehen. Und die haben das ja aufgegriffen, nicht nur beim Feiern nachher, sondern auch während des Spiels. Also ambitioniert, 90 Minuten lang, nicht nachgelassen. In der zweiten Halbzeit hatten wir mal eine kleine Schwächephase. Da haben die Ungarn ein bisschen gedrückt, aber unterm Strich, das war geil. Das war absolut großartig. Und genau so muss es natürlich jetzt weitergehen gegen Stuttgart. Also nicht aufhören, sondern genauso geiler Support, genauso geile Power auf dem Platz. Also das ist das, was wir uns wünschen, auch wenn wir jetzt hier die letzten Minuten und Stunden am Balaton noch genießen werden. Und versprochen, wir werden auch noch einen etwas längeren Beitrag von der Ungarn-Reise veröffentlichen. Den schneiden wir, dann nehmen wir uns jetzt noch ein bisschen Zeit. Aber das hier ist die Stuttgart-PK. Da hast du natürlich völlig recht, Thomas. Und deswegen müssen wir über Stuttgart reden. Und jetzt haben wir ja auch ein Motto. Ja, und dieses Motto lautet Gulaschkanone. Ballert weiter! Das Ding ist schon nach Köln geschickt von hier aus und es ist im Druck, wurde uns versprochen und ich hoffe, dass es dann auch tatsächlich rechtzeitig Samstag abholbereit ist, damit wir Sonntag im Stadion mit Gulaschkanone ballert weiter am Start sein können. Ja. Und das heißt nichts anderes, dass wir darauf jetzt auch noch anstoßen. Ja, gute Idee. Auf das Weiterkommen in der Conference League. Gleich ist die Auslosung. Wir sind schon super heiß, welche Gegner wir kriegen im Europapokal. Und darauf trinken wir. Prösterchen heute. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. 3 Punkte gegen Stuttgart. Ja, ja. Genau, jetzt ist ja wieder Liga. Prost. Und jetzt gehen wir noch mal in den flachen See. Schmeckt auch in der Fremde. In den flachen See gehen wir jetzt noch. Das ist echt ein platter See, muss man sagen. Also, Leute laufen hier echt auf dem Wasser. Die sehen aus wie Jesus alle hier. Ne? Bis Sonntag, Leute. Ciao.